Geralt von Riva, der Faustkampf-Champion von Beauclair, begrüßt euch zurück hier zu The Witcher 3 Blood and Wine. Ich würde jetzt gerne mit der Hauptquest weitermachen. Und ein paar Trauben treten. Vielleicht ein anderes Mal. Denn ich frage mich gerade... Kann ich mal vorbei? Dankeschön. Ich frage mich gerade, wo zum Henker könnte es hier einen Reisepoint haben. Ich meine, das ist der Hafen. Der muss doch irgendwo hier... Also ganz nach Osterhafen nach dem Händler zu, wa? Wie viel willst du für deine Wolle? Viel. Ich für dich gleich doppelt zwei dieser Verpflegung. tugendhaften Ritter haben sich in meine Hafenlotte Jetzt noch ein Wirt, wie es aussieht. Wir haben noch eine neue Skelligen-Karte. Tritt ein in meinen Salon, guter Herr. Was führt dich nach Toussaint? Sprich. Nennen wir es Geschäfte. Ah, also eine Geschäftsreise. Nicht als Arbeit, Druck, fremde Betten. Da muss man sich auch mal eine Entspannung gönnen. Vielleicht können dir meine Mädchen dabei helfen. Ja, dürfte dann mal ein 18-Part werden, wa? Gemütlich hast du's hier. Wie schön, dass es dir auffällt. Als ich genug gespart hatte, um mein eigenes Etablissement zu eröffnen, wollte ich kein Bordell, sondern ein Zuhause haben, wo die Herren nicht nur herkommen, ihre Hosen runterlassen und schnell fliehen, sobald sich die Mädchen umdrehen. Hier stinken die Laken nicht nach Schweiß, die Betten haben keine Flöhe und der Wein ist nicht verwässert. Dieser Ort lädt zum Verweilen ein, zum Plaudern, zu einer gemütlichen Pfeife im Sessel. Natürlich alles nach einer angemessenen Bezahlung. Natürlich, wie könnte es auch sonst sein. Aber trotzdem, ich meine, ich finde es sowieso interessant, dass wir die Option noch haben. Ich will mich entspannt Spaß haben, weil eben eigentlich haben wir uns für Triss entschieden, ne? Gemäß Wild Hunt, und wir haben auch den Brief bekommen von Triss. Wenn ich das erfährt, wäre sie nicht so glücklich. Andererseits, sie kennt Geralt und Ich suche etwas Neues, etwas Spezielles. Aber das muss unter uns bleiben. Du weißt doch, ich sollte nicht. Ach, wen Scherz. Was kann ich tun? Gwent, spielst du? dann nochmal gucken. Ja. Scoia'tael-Deck, okay. Ich überlege gerade, Scoia'tael, da waren vor allem, ne, da braucht kein strömenden Regen für Belagerungskarten, aber auch was anderes. Aber keine Sheila. Der auch gerade ein bisschen doof ist. Ich brauche eigentlich den Nebel, der wird mir helfen. Das alles? Dein Ernst? Spüre die Macht von Gauntod in die Finsternis. Tja, guck mal einen an, so kann ein Trick auch. Ich denke mal ein bisschen verstärken, wa? Schon einiges besser aus. Wieso passt jetzt schon? Das ist ja doch kaum etwas. Ja, ich mag etwas vorschnell schon die Flinte ins Korn geworfen von mir aus. Oh, jetzt habe ich den. Ja, das Problem ist, jetzt bringt er mir relativ wenig, weil ich natürlich die Runde verlieren werde, so wie es aussieht. Ich habe noch die zwei. Wenn ich das jetzt natürlich so mache, also auf Belagerung setze. Und erstmal die zwei noch loswerden.
Mal schauen, was sie machen kann gegen diese Überhand. Also wie es aussieht, kann ich auch so gewinnen, ohne noch groß in die dritte Runde zu gehen. Milva! Du, 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 du. So. Schön mal den Nebel aus. Und jetzt sieht's ziemlich eng für sie aus. So, hat sie auch noch schön. Ja, beenden wir es, wa? Vielen Dank für den Einsatz. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Wie sieht's aus? Madrome! Ist das Skellige? Der Stadt der Liebe. Yep. Mit junger Berserker natürlich. Wobei, ist natürlich die Frage, auch überhaupt, wenn ich die beiden habe, aber dann Berserker selbst, also sprich, ja, die Bärenkarte selbst, oder geht das automatisch? Der Bär halt, Müssen wir mal testen, wa? So, und jetzt ein bisschen Entspannung. Willkommen, willkommen. Ich will mich entspannen. Spaß haben. Natürlich. Sprich mit den Mädchen. Sie werden sicher alles dafür tun. Und das ist wirklich viel. Das kannst du mir glauben. Das glaube ich gerne. Mal gucken, wenn wir alles haben. Nummer 1 wäre Kurtisane. Du musst dich nicht entschuldigen. Keine Angst. Du bist doch gekommen, um was Schönes zu erleben. Dich auszuruhen, zu entspannen. Lass mich dir dabei helfen. Ja, erstmal ein bisschen quatschen, wa? Erzählst du mir etwas von dir? Ich heiße Madeleine. Ich laufe gerne barfuß durchs Gras, lese bei Kerzenschein und trinke jungen Wein direkt aus der Flasche. Du bist süß. Lass dich vom Aussehen nur nicht täuschen. Tut mir leid. Ich muss los. Da hätten wir hier die Nummer 2. Aha, so Kurtisanen. Gut. Oh, Junge, noch so einer. Was ist denn? Noch so einer? Hat Madame Isabelle erwähnt, dass Rollenspiel extra kostet? Wenn du einen Hexer spielen willst, dann... Missverständnis. Tut mir leid. Ich bin ein Hexer. Natürlich, die Augen. Das hätte mir auffallen müssen. Entschuldige, Meister. Komm in meinen Alkoven. Dort lasse ich dich meinen Fehler mehr als vergessen. Die klingt so sehr schon auch schon länger dabei. Die Sache mit dem Hexer-Rollenspiel. Was soll das? Das ist der letzte Schrei. Ein Freier mit beschlagener Jacke und 2 Schwertern auf dem Rücken kommt rein und bittet mich, einen Succubus oder eine Sirene zu spielen. Dann sagt er, dass er einen Auftrag hat, ihm sein Kodex aber verbietet, einem denkenden Wesen was anzutun und ob wir uns einigen wollen. Wenn es vorbei ist, verlangt er eine Karte. Ich weiß nicht, wie es anfing. Wahrscheinlich stammt die Idee aus einer dieser Balladen. Ich kann mir schon denken, wer der Verfasser ist. Rittersporn, wer auch sonst. Tut mir leid, ich muss los. So, es wäre Nummer 2 für uns. Wo ist die Nummer 3? Du sabberst wie ein Schwein, das am Wacholder riecht. Ey!
Die geht ja hier ganz schön unten durch. Oh, du bist hübsch. Du wirst doch dafür bezahlt, sowas zu sagen. Ich werde fürs Vögeln bezahlt. Komplimente mache ich nur, wenn mir danach ist. Und? Willst du mir zeigen, ob dein Adams-Kostüm genauso hübsch ist? Ja, die geht hier ran. Du redest nicht um den heißen Brei rum, oder? Ich hasse es, mich zu verstellen. Das ganze Seufzen, Umkippen mit den Augen klimpern, ist nichts für mich. Ich denke mir nur, wenn ein Mann auf Romantik steht, kommt er wohl kaum ins Bordell. Das stimmt. Ich jedenfalls hatte an was anderes gedacht. Dann komm und zeig's mir. Sag mal, täusche ich mich oder erinnert mich die vom Charakter her an jemanden? Also irgendwie, also wie gesagt, die kann man natürlich auch täuschen. Aber andererseits in Optik her ein bisschen eine Mischung aus Kera und Jennifer. Und dann vom Verhalten her, also von der Stimme her würde ich eher sagen, von der Stimmlage her ein bisschen eine Triss. Aber so vom Verhalten her doch, also ja, die direkte Art und so. Fringilla. Die wären noch so ziemlich. Ja gut, wieso eigentlich nicht, war? Wie gesagt, hatte sowieso ab 18 und daher auch ein Hexer braucht ab und zu Entspannung. Suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Spaß, der angezogen möglich ist. Tja, selber schuld, Geralt, hat er gesagt. Keine Romantik, wa? Jo, dem her, es war hoffentlich für ihn befriedigender als für mich, also, wow. Sogar auch interessant. Nee, also, ja, ich habe gehofft, ein paar neue Szenen. Ich meine, generell diese Bett-Szenen sind doch allgemein in allen 3 Teilen, wie wir jetzt gerade gesehen haben, sprich generell in The Witcher 3, sind doch alle ungefähr gleich und daher, ja, ist nicht interessant zum Gucken und hier jetzt auch wieder. War eigentlich eine so wie die andere, also, ja, gut. Im Sinne von kann machen, muss man aber nicht. Also, was? Naja. Genug entspannt, weiter geht's hier. Wir wollen ja hier rüber. Das geht erstmal hier hin und dann hier, weil es ein Anschlagbrett, neue Missionen gucken. Das ist aber nicht der Ort, wo ich gerade denke, dass es ist. Natürlich ist er das. Los, los! Mit diesen scheiß Pflanzen, die uns so genervt haben. Also irgendwie... Nicht so schnell, Plötze! Wow. Ist aber dafür umso schneller. Ein hübsches Städtchen, da direkt mal gucken, wenn wir direkt da, wo ich danke, jo, danke vor allem, wo ich dachte.
Heimat und dann geh dahin, wo du hergekommen bist. Die andere Seite. Dass die Bauern ihre Kühe heute selbst kalben müssen? Oh. Echt nichts gewesen, Spesen? Schade. Auf eine neue Markierung, aber keine neue Quest. Hallo Mädchen, lass bitte meinen Plötz in Ruhe. Plötz ist, ja. Und basta. So, dann müssen wir gleich mal da sein. Bin gespannt, was jetzt alles passiert. Sie haben einen Hexer. Verbände! Verbände! Was ist hier los? Verbände! Verbände! Wo habe ich bloß mein Verbandzeug gelassen? Vergiss es. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Was? Er hat doch gerade eben noch geatmet. Hat seinen letzten Atemzug getan. Das Bein ist gebrochen und die Beinschlagader ist gerissen. Da verblutet man binnen Minuten. Götter! Was genau ist hier passiert? Ich bin hier durchgefahren, als ich Schreie hörte. Der hier ist auf die Straße gekrochen und bewusstlos zusammengebrochen. Ich wollte ihn gerade versorgen. Da bist du aufgetaucht. Wir sind ja ziemlich in der Nähe des Ortes, wo wir hin müssen. Das ist vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht eine Wirkung vom Fluch sein. Wie selbstlos von dir, anzuhalten und einem Fremden zu helfen. Findest du? Ich dachte zuerst, er wollte mich überfallen. Fast hätte ich die Peitsche geschwungen. Aber Leute in Not lässt man nicht einfach im Stich. Das ist unanständig. Anständig genug für viele, glaub mir. Wasch dir gründlich die Hände und verbrenn dein Hemd, bevor du weiterziehst. Am besten reibst du dich auch noch mit Thymian ein, sonst zieht der Blutgeruch noch Gule an. Wer genau bist du? Ein Hexer. Ach. Aha. Meinst du, irgendein Monster hat ihn getötet? Mal sehen, was wir hier haben. Einen Beinbruch, aber gestorben ist er an der Wunde. Klein, aber tief, mit glatten Rändern. Von einer Stoßwaffe oder einer großen Klaue, vielleicht die eines Wyverns. Schwer zu sagen. Seltsame Brustpanzerung. Zerbeult und mit Patina. Anscheinend eine Antiquität. Ich handle mit sowas. Wozu hat er sie an? Er wird es uns wohl nicht verraten. Jetzt muss ich rausfinden, woher er gekommen ist. Vermutlich aus dem Haus da, aber ich muss sicher gehen. Ich habe zu tun, also bis dann. Warte! Ich komme mit! Was? Wieso? Du scherzt wohl. Das ist kein Ringelpiez. Was immer ihn umgebracht hat, es ist verdammt gefährlich. Und könnte immer noch in der Gegend sein. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich also lieber in deiner Nähe. Na schön. Aber bleib dicht bei mir. Sei leise und fass nichts an. Ja, und so schnell kommen wir von der Hauptquest wieder zur nächsten Sidequest. Oh. Interessant. Die Spur führt zum Haus auf dem Hügel. In dem Totenstille herrscht. Ich glaube bald schon nicht mehr. Plötzlich hier. Servus, bin da, wer noch? Verdammt. Gute Götter. Dienerin. Erstochen.
Ein gutes Dutzend Stichwunden, manche postmortem zugefügt. Das kann doch kein Mensch gewesen sein. Das war ein Monster, ganz sicher. Tafel Silber, Elfengravuren. Tafel Silber, Elfengravuren. Der Torso wurde mit großer Kraft durchstoßen, durch gehärteten Stahl. Der Mann auf der Hauptstraße hatte auch so einen Brustpanzer. Welches Vieh hat so eine Power? Zerfetzte Kehle, muss ein einziger gewaltiger Hieb gewesen sein. Der Schild ist alt und verbeult. Dazu ein Zeremonienschwert. Eindeutig ein Werk der Enseide. Nicht ernst, Geralt. Zeremonienschalen? Für kleine Opfergaben? Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen. Zeremonienschalen? Für kleine Opfergaben? Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen. Nö, Brot. Bürgerkrieg vielleicht später lesen. Was denn das? Brandspuren. Hat hier was Feuer gefangen? Oder ist explodiert? Stinkt ordentlich. Mehrere Verwundungen. Alles Stichwunden. Was mag sie verursacht haben? Das Opfer ist ein Mensch, trägt aber Elfenkleidung. Bist du sicher? Woher soll er die haben? In Toussaint gibt es doch kaum Anderlinge. Oh. Er ist geflohen und hat sich dann hingeworfen, um die Flammen zu löschen. Vergebens. Der Geruch nach Verbranntem wird schwächer. Vielleicht konnte eine andere, glücklichere Seele fliehen. Vielleicht, auf alle Fälle ziemlich brutaler Mord. Also Tod. Das Wams ist versenkt. Er hat sich rausgewunden, das Wams weggeworfen und ist weitergerannt. Gar nicht mal doof. Vielleicht ist niemand mehr drin, wo doch... Ich weiß, dass jemand da drin ist. Ich kann das Atmen laut genug hören. Aufmachen. Wir wollen nichts Böses. Sie sind noch da? Hör zu, ich bin ein Hexer. Ich bin hier, um dir zu helfen. Aber dazu musst du mir erst ein paar Fragen beantworten. Du hast sie erwähnt. Wen hast du gemeint? Diese... ich weiß nicht, was sie waren. Geister? Es ging alles so schnell. Wir stellten eine Szene nach. Divetav, wie er Tribut zollt. Da gab es einen Blitz. Ich war geblendet und hörte Schreie, aber ich sah nichts. Plötzlich merkte ich, dass meine Kleider brannten. Ich lief, warf meinen Wams weg, sprang hier rein und schloss die Tür hinter mir ab. Jemand hämmerte an die Tür. Ich dachte, sie würde aufgebrochen und es wäre aus mit mir. Aber dann wurde es ruhig. Wer genau bist du? Durand Fauché Plamondon des Souverain, Herr dieser Länder und Vorsitzender des Freundeskreises der Geschichte von Toussaint. Wir treffen uns jedes Jahr hier, um den Jahrestag des Elfentributs zu feiern. Aber sowas ist noch nie passiert. Beim Nachstellen einer Szene aus der Vergangenheit habt ihr aus Versehen einen Geist beschworen. Ein Korgozorn oder einen Zug vielleicht. Und jetzt? Das Beste daran? Ihr müsst das natürlich nochmal machen. Bist du von Sinn? Damit uns dieses Ding dann doch noch umbringt? Nein, ich will niemanden tot sehen. Darum muss ich meine Arbeit machen. Das Ding, was immer es ist, nochmal beschwören und ihm den Garaus machen. Durand, kann ich die Huldigung alleine nochmal nachstellen? Es geht um einen großen Augenblick. Die Unterwerfung von Toussaints letzten Elfenkönig. Du brauchst mindestens 3 Personen.
Ihr wisst, worum ich jetzt bitten werde. Ich brauche eure Hilfe. Ich verstehe aber, wenn ihr ablehnt. Keine Einwände? Gut. Gehen wir an die Arbeit. Zuerst räumen wir die Leichen weg. Keine Eile. Vor heute Abend fangen wir nicht mit der Szene an. Solche Sachen funktionieren bei Nacht viel besser. Noch eine letzte Sache. Meine Bezahlung. Ich arbeite nicht umsonst, weißt du? Verstanden. Kümmere dich nur um die Gefahr. Dann werde ich mich großzügig zeigen. Sehr großzügig. Ich stehe, vielmehr sitze, für König Ludovic auf dem Elfenthron. Und du, Hexer, spielst den Herrscher der Enseide. Wir müssen die Kostüme anziehen. Alles muss stimmen. Der Elfenkönig Divetaf empfing Ludovic im eigenen Palast und setzte ihn auf den eigenen Thron, inmitten eines Meeres von Fackeln. Na, ob das wirklich alles so gut aufgeht. Übrigens, Geralt will so nichts irgendwie... Okay. Oder hat irgendwie mir noch einen Hinweis geben, ja, es ist ein Geist, dann so und so einer, vielleicht am besten so und so schützen, aber okay. 43 erst, okay. Ja, will mal sagen, trotzdem, ich werfe mal das Öl rauf. Und dann kann die Show auch schon beginnen. Stör mich nicht. Tja, jetzt bin ich mal gespannt. Dann legte Divetaf einen Laib Bünnen, Elfenbrot nieder und gewährte den Menschen die Herrschaft über das fruchtbare Land. Dann füllte Divetaf die verzierten Zeremonienschalen mit Gwinuet, Elfenwein, dem süßesten Blut des Landes, das man ihm entrissen hatte. Und endlich übergab der Elfenkönig Schwert und Schild und damit den Befehl über seine Arme. Tja, jetzt kann es lustig werden. Wo ist es? So, Quest-Items. Wo ist das Schild? Ah, hier. An die Menschen. Habe ich eigentlich, war, ging es schon wieder. Der Elfenkönig zog stolz und aufrecht die Klinge, fiel auf die Knie und erkannte so seine endgültige Niederlage an. Aber dies werden wir erst in der nächsten Episode machen, hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Geralt mit Schwertenschild bewaffnet, wie ein stolzer Ritter. In der nächsten Folge werden wir sehen, was geschehen wird. Bis dahin, ciao zusammen.